Achtung, dies ist ein Meinungsblock. Alle Talks sind reines Stammtischniveau, mit humoristischen Ansätzen, oft emotional, manchmal auch polemisch. Erwartet keinen analytischen Expertentalk, liebe Freunde. Hallo, Moje, Jodedach. Herzlich willkommen auf meinem kleinen, bescheidenen Kanal. Ich bin der Leo, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, liebe Freunde, der Trainereffekt hat seine Wirkungen gezeigt, aber aufgestiegen sind wir immer noch nicht. Das hatte ich leider Gottes auch ein bisschen befürchtet. Lasst uns darüber ein bisschen sprechen. Ja, ich habe jetzt ein bisschen abgewartet. Ich wollte jetzt nicht sofort eine Reaction auf das Spiel online stellen, aber ich wollte erstmal schauen, was tut sich auf den anderen Plätzen. Kann es vielleicht sein, dass wir aufgestiegen sind? Kann es vielleicht nicht sein? Und davon habe ich das abhängig gemacht, wann ich die Folge drehe. Leider Gottes, wir sind nicht aufgestiegen, auch wenn wir am Freitag ja dann doch einen ordentlichen Sieg eingefahren haben. Aber Paderborn hat gewonnen, Elversberg genauso. Ja, und deswegen haben wir jetzt ein Endspiel. Das heißt, nächste Woche Sonntag wird sich das erst entscheiden. Wird sich auch entscheiden, ob ein Unentschieden da locker reicht. Anscheinend schon, weil Friedhelm Funkel hatte auch gesagt, es hätte mir heute auch gereicht, unentschieden zu spielen. Aber nun ja, zu diesem Zeitpunkt spielt der FCK noch. Das ist natürlich jetzt auch abhängig, ob die noch die Relegation schaffen könnten oder nicht. Und da werden die sich definitiv, ob Relegationschance oder nicht, bei uns ins Zeug legen. Allein schon fürs Prestige. Aber ergötzen wir uns erstmal, dass wir jetzt mal uns mal wieder einen Sieg zu Gemüte fügen durften. Immerhin. Ich muss sagen, wir haben am Freitag ordentlich gespielt. Es gab natürlich Phasen, vor allen Dingen Anfang der zweiten Halbzeit, wo ich mir dachte, boah, sind wir eine Gurkentruppe. Es ändert sich ja gar nichts, aber nun ja, ich wurde doch eines Besseren belehrt. Ich fand uns auf jeden Fall in der ersten Halbzeit deutlich mutiger als zuletzt. Auf jeden Fall. Einige mutige Torschütze dabei. Beinahe auch einen Elfmeter bekommen. Ob der jetzt gegeben hätte werden müssen, da können wir drüber streiten. Der VAR war der Meinung, nein. Ich selber sage auch, strittige Szene. Etwas schwer einzuschätzen, ob Lemperle sich da eher eingehakt hat oder ob er wirklich bewusst von den beiden geholt wurde. Etwas schwer einzuschätzen. Leider wurden wir nicht begünstigt dadurch. Zur zweiten Halbzeit dann trifft auch noch der Spieler, vor dem ich gewarnt habe. Antist, so heißt er also. Ich hatte zuerst gesagt Antiste. Ja, ich habe gewarnt. Ich habe gewarnt vor ihm. Er verabschiedet sich von den Nürnberger Fans mit diesem Tor. Er wird nämlich zurück zu Sassuolo gehen. Aber kein schlechter Spieler. Doch, ein ganz ordentlicher Spieler. Aber ihr erinnert euch selber, ihr habt es ja Freitag sicherlich alle verfolgt, oder zumindest die Zusammenfassung. Ein Doppelpack durch Florian Kainz führt uns zum Sieg. Natürlich hatte auch der Torwart von Nürnberg, der eigentlich nur der dritte Torwart war. Da haben sich auch einige gegnerische Mannschaften auf den anderen Plätzen darüber aufgeregt, dass Nürnberg da den dritten Torwart spielen lässt, den Kukuczka. Wir haben von seinen Fehlern profitiert, insbesondere beim zweiten Tor. Zweimal legt Tim Lemperle für Florian Kainz auf und im Nachhinein ein verdienter Sieg. Ja, ich sag mal so, ich habe ein gutes Gefühl bei Friedhelm Funkel. Auf jeden Fall, man merkt, er hat was mit der Mannschaft gemacht. Viele reden auch davon, dass es auf jeden Fall so eine Art Impuls gab. Ein Impuls, auf den ich gehofft habe. Aber jetzt haben wir eine Woche noch Zeit, bis wir unser nächstes Spiel spielen. Es kann sich noch viel verändern. Es kann sich auch viel an der Einstellung und an der Mentalität der Mannschaft verändern. Ich hoffe, sie bleibt gleich. Weil wie gesagt, es passiert jetzt das, was ich mir nicht erhofft hatte. Was ich wirklich befürchtet hatte. Ein verdammtes Endspiel. Und wir wissen ja, wie das in den letzten Jahren war beim FC. Immer wenn es um was ging, dann sind wir gescheitert. Jetzt könnten natürlich einige sagen, ja, aber wir haben uns doch für die Conference League qualifiziert 2022. Was redest du da? Wir hätten uns aber auch für den UEFA Cup qualifizieren können. Ja, ich nenne es immer noch UEFA Cup. Ich bin ein Oldschooler, was das angeht. Hätten wir auch noch machen können, aber wir haben dann die letzten beiden Spiele auch noch verloren gehabt. Es hätte auch noch was Höheres erreicht werden können. Die Saison darauf, klar, Klassenerhalt auf jeden Fall gesichert, aber es gab schon einen kleinen Downgrade und dann halt letzte Saison, wir erinnern uns, bis zum Ende hatten wir nie wirklich eine richtige Chance, uns irgendwie aus dem Abstiegskampf zu kämpfen. Deswegen, der FC wird langsam zu so einer Mannschaft, die gegen Ende scheitert. Und davor habe ich Angst, dass sich das weiter fortsetzt. Ich bin trotzdem hoffnungsvoll, was Friedhelm Funkel angeht. Ich glaube wirklich,
das hat was gebracht. Die meisten sind glücklich, ihn als Trainer zu haben. Das wirkt auf jeden Fall so. Bis auf Dejan Ljubicic, der am Freitag nicht mitfahren durfte. Ich weiß nicht, keine Ahnung, was da geschehen ist in der Kabine. Aber ich denke mal, wir werden ihn nie wiedersehen. Davon gehe ich jetzt aus. Ja, ich möchte dazu ehrlich gesagt nicht mehr viel sagen. Ich bin natürlich froh, dass wir einen ordentlichen Sieg eingefahren haben. Aber ich weiß, jetzt ist genau dieses Endspiel vor unseren Augen. Und ich frage mich, packen die das? Ich meine, ich stelle die Kompetenz von Friedhelm Funkel nicht in Frage, aber es ist immer noch die gleiche Mannschaft. Auch mit dem gleichen Kapitän, dem gleichen Innenverteidiger. Timo Hübers nervt mich ehrlich gesagt nur noch. Ganz ehrlich, ich würde es nicht bedauern, wenn er den Verein irgendwie vielleicht doch verlassen würde. Ich meine, okay, das Gegentor ist auch ein bisschen verschuldet dadurch, dass halt ein bisschen Dominik Heinz da vorher ein bisschen Scheiße baut. Aber trotzdem, wie er da stand, total falsch. Ich weiß nicht, in letzter Zeit gefällt mir Timo Hübers überhaupt nicht. Not my captain, sag ich mal an der Stelle. Ganz ehrlich. Not my captain. Naja, noch eine Woche. Dann sind wir schlauer. Wenn ich hier spät abends sitze, total kaputt, in Angesicht der Arbeit, ein Video drehend und veröffentlichend, dann wisst ihr, wir sind aufgestiegen. Ja. Ich bin gespannt, ob es dazu kommt. Es sollte dazu kommen. Aber die Gegner sitzen uns im Nacken. Und wir können sogar noch auf Platz 4 fallen. Bitte habt das im Auge. Ich will einfach nur aufsteigen. Es ist mir auch egal, ob wir als Erster oder als Zweiter aufsteigen. Ich will einfach aufsteigen und das direkt. Ich habe keinen Bock auf Relegation. Scheiß Relegation, sag ich ganz ehrlich. Wären wir jetzt auf dem 3. Platz, dann wären wir so oder so aufgestiegen. Ja, nicht jetzt zu diesem Zeitpunkt, aber dann nächste Woche würde nicht mehr viel fehlen. Ja. Ich will einfach nur aufsteigen. Mir ist auch egal, ob wir diese scheiß Radkappe gewinnen. Ganz ehrlich, die hat die DFL irgendwann mal künstlich eingeführt, damit sie ein weiteres Event für die neutralen Zuschauer präsentieren kann. Diese scheiß Radkappe, die bedeutet mir genauso viel wie der Obstkorb auf der Arbeit. Ich will einfach nur aufsteigen. Das ist jetzt erstmal alles, was ich dazu zu sagen habe. Sehr kurz und knackig. Ich dachte, wir werden etwas ausführlicher darüber sprechen, dass wir jetzt eben aufgestiegen sind. Die Mannschaft hatte sich ja Samstagmittag zusammengetroffen, um die anderen Spiele zu verfolgen, um vielleicht zu feiern. Ich war auch vorbereitet, ich wollte auch rüberfahren und gegebenenfalls mitfeiern. Ich will einfach nur feiern. Ja, ich weiß, ich habe diese Mannschaft verdammt und dergleichen. Das wisst ihr alle ganz genau. Aber ich will einfach feiern. Einfach nur so für mein eigenes Seelenwohl. Ich will einfach nur feiern. Ich will auf diesen Platz da rennen und die Arme in die Luft strecken. Ich will auch einen Platzsturm. Wie gestern in Hamburg. Ich will das auch haben. Einfach nur so für mich selber. Man hat ja sonst hier nichts zu feiern. Zumindest nicht in unserer Generation. Ja, und das wäre dann alles, was ich an der Stelle dazu zu sagen habe. Wir sehen uns dann bald wieder zu meinen Gedanken vor dem Spiel, vor dem alles entscheidenden Endspiel. Und ich bedanke mich an der Stelle recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zusehen. Und dann würde ich an der Stelle sagen, auf Wiedersehen. Denn wenn wir uns noch wiedersehen.